Lo muss auch bei Allmark ein SUV u Bord tun. An Heidief Alfa Romeo auch nicht fehlen. Bei mir am Test dreht sich Orlo alles den SUV, de Stelvio von Alfa Romeo. Buongiorno. Sind der bald 2 Joer gesäit den Alfa Romeo Stelvio op unsere Strossen. Mat senger Leng vu 4,60 Meter verleeft seg Säitelin vu 4 un ganz harmonisch bis hin zu eng korpulent gezeechenten hënnechten Deel. An se Scudetto 4 Deel leisten och vis-à-vis vun anderen SUVs 4 Stierchen, erweis doch op en gewëssen Dynamik hin. Mit einem guten Material an enger guter Verarbeitung am Interieur passt de Stelvio auch gut an die Klasse von der Mittelklasse SUVen. Sitz und Sitzposition sind noch perfekt für die Körper vom Chauffeur und Passagier angepasst. An sogar hinten dran überzeugt de Stelvio mit guter Platz für Kap und Bein. Mal vom Stelvio kann man konkurrenzfähiger Moos von 525 bis 1600 Liter Ladevolumen auch überzeugen. Die Italiener haben sich wirklich mehr gehen, für einen Premium-Ausspruch dem Klient zu erfüllen. Aber wenn Alfa es dann noch nachpackt, wie mittlerweile ein normales Equipment wie LED-Scheinwerfer oder nach einer wichtigen Assistenzsysteme anzufeuern, an ihrem momentan angebauten Infotainment auf der Seite zu lassen, was sie auch für das Modell 2020 versprochen, kann der Stelvio sich mit all Genugtuung am Marché präsentieren. Den Tableau de bord ist klassisch abgedeelt, wirkt elegant und noch ohne Schnickschnack. Typisch bleiben die Idee freier, an denen die Beitron-Instrumenter, Tacho und Tourenzähler daheim sind. Und dazwischen läden TFT-Display, auf dem Daten vom GPS auch zu sehen sind. Also, es müsst schon Fred an dem Volant vom Stelvio zu sitzen. Ich könnte mich auch so ausdrücken. Ich weiß nicht mehr, wie ich genau an einem Alpha mit 280 Benzin-PS gefahren bin. Aber ein tut mich halt direkt positiv überrascht, an der das sein 4-Zylinder 2 Liter Turbomotor mit richtigem Wuppes wie in Plitzburg gibt so. Hängt richtig gut im Gas, rollt da 5,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h, hat eine maximale Vitesse von 230 km/h und das alles in einem sportlichen Klang vom Motor. Beim Spritverbrauch muss ich schon ein bisschen aufpassen. Es hängt doch high von seinem Gewicht von 1,6 Tonnen an dem eigenen Fuß auf der Gaspedal aufzuhängen. Du kannst schon mit 8 Liter fahren, aber wenn du ein bisschen mehr fest auf Gaspedal trippelst, wird doch definitiv zu 100% passieren wird, passt du auch sehr auf 12 Liter auf 100 Kilometer. Und dazu kann auch sein gut aufgestimmten 8-Gang-Automatic-Watt beitragen. So wie auch den 3 Stufen DNR-Modus, mit der sich bestimmte Parameter vom Motor, Watt, Steuerung und Fahrwerk auf den individuellen Chauffeur aufstimmen lassen. Beim Modus D, Dynamik, hängt Kraft besonders im Fuß auf der Gaspedal, für die Flottentempo, zum Beispiel auf der Autobahn. Position N, normal, garantiert den alltäglichen Kompromiss als Komfort und Sportlichkeit. Aber schwierige Konditionen erhebt der Modus R, All Weather, der Punkt von der Sicherheit an den Motor reagiert mit los und mit aus auf Gaspedal. Das Gewicht vom Stelvio und die Leistung vom Q4 sind zwischen Fichter und hinterster Achse gut ausbalanciert, wo ich noch beim Radfahren an ein Kia den Nundriff auf den hintersten Räder spielt. Aber sobald die Situation nicht brach, schalten sich die Fichträder dabei. Aber was mir aufgefallen ist, beim sportlichen Fahren fällt der Stelvio auch nicht an die Kategorie vom Wackelkandidat. Er lädt satt auf der Straße, was doch nach an der Position N kann verbessert gehen. Ganz unabhängig von dem, wer der unter dem Kapo lädt, als die Dynamik vom Fahren am Stelvio nicht zu unterschätzen. Und zumal die 280 PS
An die stark betonte Q4 Allradundriff mat enger perfekter Balance aus gutem Grip, auch eng perfekt derbecht während unseren 3D-Test gelecht huet, an noch permanent zu engem sportliche Fuhren animiert huet. Am grosse Ganzen han der leste Stelvio fir mech e guten ansoliden Andruck. A fir Klion, die de Ster, die Féier Ring oder och nach Äner Logoen net méi an hireer Stroos wëlle Sto gesinn, ass des SUV vun Alfa Romeo wo en ganz gut Alternativ. Wann en so vir in diesem Auto steht, zi de sportlichen aschnëtschen Design eng man bern. An dat kann noch nëmmen en Italiener sinn, den Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce. Eng Flottjup mat grosse Luftlächer, den a V-Form gehalenen typische Kühlergrill, perfekt a Schlitzform gezeichente Scheinwerfer, denn das eng Kombination, die Sportlichkeit vom Alfa Romeo Giulia auch herumspiegelt. Wann den Louis wird seg flott gezeichente 5 Fläche Alufelgen de Weh bis in sein hünnechten Deel von huet, en ersträchen Hai, 2 Auspuffreier an einem massiven Diffuser Abschnitt, Gefühl von Aggressivität auf ihr besten Aerodynamik. Er wirken seg hënne Schluchten eppes manner aggressiv wie Scheinwerfer, aber auch den horizontalen Design durchzeien, wat an sich auch Bret vom Auto betont, wobei de Mallendeckel an en kleng Spoilerkant iwwergeht, an Narimol Flinkheet afirhewe soll. Schöne Bonjour as Alfa Romeo dem Giulia Veloce Q4. Ich muss lo bisschen aufschalten, ein bisschen Rau kreen, weil das ein Auto ist mehr wie sportlich. Beim Radklammen stehst den direkt op een harmonischen Interieur. Net viel knapp, net viel Designlinien, e propre Look. Aber e klenge Nodeel beim Radklammen. Zum Mols 4 muss die sportliche Übung vu Knei a Reckbewegung auch studiert sinn, sodass sich Knei a Verkleidung vun der Längsseil aus dem Weg gehen. Aber emol Platzkoll fiel sich richtig sportlich un. Sportsitzer a rotem Leder zun setzen de Schofer a Beifuer an eng perfekt Position. Hannen dran bleibt fir 2 Großpersonen nach gut Platz fir Kap a Knei bis zu gut enger Gräst vun 1,90 Meter. E passabelt Resultat bei enger Limousine aus der Mittelklasse. Bei Konter, Maldo géint, passt Heimat 450 Liter Ladevolumen net so richtig ran. Op schon sehen die hënne Spenk hanner Trennwand zum Mal am Verhältnis vu 40-20-40 ëmlee kann. De Woller mat senge grosse Schaltwippen ass kompakt gehalen, eng ideal gereest fir de Rennsportfeeling. D'Instrumenter, die auch an denen Daven Hielen vun der italienischer Markt leiien, passen sich jeweils und de gewählte Vormodus an so changeiert den zentralen Ekran auch an der Vorf, kurz gesot, erginn die 3 Vormodussen d'Aufkürzung DNA. Dieselbig Prozedur wie schon fir Dro beim Stelvio erklärt gouf. Auch war beim Sortiment vun den Assistenzsystemer beim Giulia genauso wie beim Stelvio net mat fir Beispielen. Passen die Optionen u Bord sich schon gut und de Schofer un, weil schließlich als Person an dem Volant trotz allen Assistenzsystemer nach immer fir dat sichert Fuhre verantwortlich. Auch den Ekran vom Infotainment als proper am Tableau de Bord integriert, leider as net mat Touchbewegung, wat ich auch viel besser fanden, mir muss iwwer knapp op der Mittelkonsole bedenkt gin. Ich will net op Witteser goen an noch net op d'Assistenzsystemer, méi well mir loch nëmmen op dat pure Fuhr konzentriieren an jeoch do matwelle. Die Datlisten Identität vun engem Alfa Romeo ass ableift se einzigartig Gefühl vum Fuhren. Eppes dat so agefleeschte Markgeschoferen net verstehen. Mam Giulia Veloce Q4 hunn d'Italiener ëm zu ihrer aller stärkt fand. An dat merkt den schon direkt op den nächsten Kilometer,
van den 2 Liter Turbomotor ebs mir nervös, aber ohne künstliche Klang am Leerlauf braddelt. An die fiechten Achs op die kleinsten Uhr Reaktion op de Vollon reagiert. Trippel den Orolo nach bei diesem 1,6 Tonnen schwert Gefähr ein bisschen mi fest op Gaspedal, wo den Bild von einem kleinen sportlichen Auto auch direkt am Kap. Mit viel Biss hängt durch den 2 Liter Turbomotor mit seinen 280 PS bei 5250 Touren an der Minute besonders rapid am Vormodus Dynamic Gas. 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h an eng maximal Vitesse von 240 km/h spiegeln das Bild vom Alfa Romeo Giulia Veloce Q4. Am normale Fuhren als Steuerung schobal ze lichtgängig. Begeert aber einerseits am Modus Dynamic und mischt sich mit einem schönen Feedback bemerkbar. Sein optionell verstellbar Fuhrwerk, Suspension, nimmen an der Position Dynamic bietet zwei Härte für Komfort, engerseits ein harter Modus mit Restkomfort und andererseits einen gewissen Wackeln an den Kehren. In meinem unauffälligen Job mischt dabei die serienmäßigen Allradundriff. Das liegt auch darunter, dass sie wenig Kraft auf die feuchten Räder schickt, wenn die Hinnensträder hier Grenze vom Grip erreicht haben, weil durch eine Herausforderung bei sportlichem Fuhren bietet. Traktionsprobleme kennt Giulia auch nicht und dadurch eine ordentliche Gewichtsverteilung, sodass der Q4 auch bei schlechten Wetterverhältnissen sehr stark ausspielen kann. So's nach ein Wunsch? Ja, richtig Spaß mit Giulia aber recht, wenn der Schalthebel von der Erdgangautomatik auf den Schaltmodus angestellt ist und die Gang über die gut platzierte Schaltwippen angesetzt gehen. Für mich hat die serienmäßige Erdstufenautomatik ihre Berechtigung bei diesem Gefähr am Stadtverkehr oder auf der Autobahn, wo sie auch ihren Dienst nur Vorschrift machen kann. Ich habe den Alfa Romeo Giulia Q4 Veloce als sportlichen und optisch ganz attraktive Sportler erlebt, der noch mit einem guten Fuhrverhalten auftritt, ohne den Spritverbrauch zu analysieren.